Der Tisch ist für mich so ein Symbol vom Zuhause-Sein. Jeder Mensch sehnt sich nach einem Ort, wo er geliebt ist, wo er angenommen ist, so wie er ist. Du und ich, wir haben die Sehnsucht, an einem Ort zuhause zu sein. Und genau für das ist Vater und Mutter eingesetzt, dass sie den Kind das zuhause sein, das Geborgensein können vermitteln. Vater und Mutter sind eigentlich die Liebe von Gott widerspiegeln. Seine Zärtlichkeit, seine Versorgung. Eben, Zopf zum Beispiel, am Sonntagmorgen. Seine Schönheit. Das sind echte Rosen. He? Nicht nur künstliche. Die schmecken sogar fein. Wow. Durch Vater und Mutter soll die Liebe von Gott, seine Zärtlichkeit, seine Schönheit, seine Versorgung, seine Größe sichtbar werden. Und zuallererst durch Vater und Mutter. Also das ist der Plan von Gott. Wow, oder? Ist eine schöne Aufgabe. Da könnte man auch daran zerbrechen, aber es gibt ja auch eine Lösung. Gott tut nicht uns etwas beauftragen, was wir nicht könnten, sondern er hat auch Möglichkeiten. Und ich möchte mit euch hineingehen in einen Psalm, wo es eben genau darum geht, was Gottes Absichten sind durch das. Denn Gott möchte, dass die Kinder erfahren können, so wie Vater und Mutter zu mir sind, so ist Gott. Aha, so fühlt sich die Liebe von Gott an. Ja, noch viel mehr. Damit auch die nächste Generation ihr Vertrauen auf Gott setzen tut. Und Gott kann erleben, als ein Gott, der reden tut, ein Gott, der sich mitteilen tut, ein Gott, der sich offenbaren tut. Jeder Generation wieder neu. Und das lesen wir da im Psalm 78, Vers 4 und folgende. Jede Generation soll von Gottes mächtigen Taten hören, von allen Wundern, die der Herr vollbracht hat. So soll jede Generation seine Weisungen kennenlernen. Alle Kinder, die noch geboren werden. Und wenn sie selbst Eltern geworden sind, sollen sie es weitergeben an ihre Kinder. Der Franz von Assisi hat mal gesagt, und das ist das Zitat, das liebe: predige Jesus, rund um den Frühstückstisch. Und wenn es nötig ist, gebrauche auch Worte. Das bedeutet etwas von, oder zeigt etwas von dem, wie wichtig das ist, dass wir eben mit unserem Vorbild vorausgehen. Wort. Ich meine, ich rede zu mir selber. Ich habe viel zu viel an meine Kinder hergepredigt. Gut, ich habe die einzige Ausrede vielleicht. Ich bin ja Prediger oder von Beruf. Aber das ist so etwas, was wir auch beobachten. Man redet viel zu viel an die Kinder her. Natürlich braucht es Wort. Natürlich braucht es einen Dialog. Natürlich müssen wir Sachen erklären. Aber es ist ganz entscheidend, dass ich das vorleben tue in meinem Alltag. Darum gefällt mir das Zitat so. Und die Tischset, die ihr dann auch überkommt, Familie Waltensberger und Graf, die sind rot, eben als Symbol. Die Liebe Gottes soll die Heime zuallererst erfahrbar gemacht werden für die Kinder. Dort sollen sie die Liebe Gottes dürfen erleben. Und natürlich dann auch darüber aus. Und natürlich ist so ein Tisch nicht nur so ein Symbol für Fülle und Frieden und Freude, sondern der Tisch ist auch vielleicht Symbol vom Streit, vom Konflikt. Die einen verreisen vom Tisch einfach so, oder? Ziehen Leine, die anderen hauen mal auf den Tisch. Das kommt alles vor in den besten Familien. Zur Beruhigung von euch. Und zum Glück gibt es bei den Kindern auch immer etwas zu lachen. Das ist das Schöne. Es sind mal zwei Kinder unterwegs miteinander, dann haben sie sich unterhalten, wieso das Bienen summen. Dann sagt das andere Kind zum einen: ich weiss wieso. Die haben den Text vergessen. Auf solche Ideen kommen einfach nur Kinder. Und ich habe das auch schon gesagt, Kinder lachen täglich
im Schnitt 400 Mal. Während dem Erwachsene noch ganze, was denkt ihr, täglich, wie viel lachen wir noch als Erwachsene? Wie? 20. Das ist schon gut. 15. Du vielleicht 25. Und wenn wir lachen, dann ist es etwas ganz Gesundes. Wir regen eine Hormonproduktion anregen, wenn wir lachen. Sauerstoff kommt ins Blut, wir werden wacher, wir werden fitter. Ja, man tut sogar Antikörper bilden, während wir lachen tun. Habt ihr das gewusst? Ganze 17 Muskeln kommen in Bewegung im Gesicht, wenn wir lachen. Und vom Hals bis zur Gürtellinie sind es nochmal 300 Muskeln, die aktiviert werden. Stellt euch mal vor, ich lache das ganze Jahr, 24/7, nachher habe ich Sixpack. Meine Frau war einmal auf Besuch, das ist schon, darf ich jetzt erzählen, das ist schon jahrelang, also schon ein paar Jahre her, mit unserer jüngsten Tochter. Und dann war dort, das war Sommer, dort, bei dieser Familie dort ein Bub nackt rumgelaufen. Dann sagt die Mami von diesem Bub, hey, zieh etwas an, wir haben Besuch. Und dann sagt meine jüngste Tochter, nein, der macht nichts, er soll nur nackt rumspringen, dann sind wir schon gewöhnt, wenn er mal heiratet. Mit Kind gibt es immer etwas zu lachen. Auch wenn das Leben manchmal auch anstrengend ist mit Kind. Das wissen die Kinder haben. Aber in den letzten 120 Jahren hat sich das Bild von der Familie drastisch verändert. Von dieser Grossfamilie, generationenübergreifender Familie, sind wir zu einer Kleinfamilie geworden. Mutter und Vater hat heute im Schnitt 1,5273 Kinder. 1,5273, wie geht das? Wie auch immer. Das ist einfach der Schnitt, oder? Vor 30 Jahren hat der Wolfgang Brendinska, einer der bedeutendsten anscheinend Erziehungswissenschaftler nach der Nachkriegszeit, hat es vorausgesagt, dass die Kleinfamilie ganz streng wird haben. Dass all die erzieherischen Aufgaben, all die Erwartungen, die an die Kleinfamilie gestellt werden, dass das eigentlich unmöglich ist, um all diese Forderungen zu erfüllen. Und er hat gefordert, damals schon, vor über 30 Jahren, dass sich die Familien zusammentun sollen, dass sie sich gegenseitig unterstützen sollen. Und ich beobachte das auch. Da kommt das erste Kind auf die Welt. Natürlich, von 0 auf 1 ist ziemlich, das ist eine rechte Umstellung. Man unterschätzt das meistens. Und dann gibt es Eltern, die sind schon komplett mit einem Kind überfordert. Komplett. Wie kommt das? Das hat mit dieser Kleinfamilie zu tun. Und darum gibt es auch den Spruch, und den kennt ihr wahrscheinlich auch, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und ich glaube, dass die Bibel das auch sagt. Denn im Buch Joel, im Alten Testament, können wir schon lesen, dass Gott ein Gott der Generationen ist. Gott schaut nicht die Kleinfamilie isoliert an, sondern immer in Beziehung, in Verbindung mit den Generationen, mit der vorhergehenden und mit der nachkommenden Generation. So wie eine Kette. Das sind so wie Glieder, die ineinander hineingehen. Und dort, wo ein Glied fehlt oder eine Generation fehlt, in einer Gesellschaft, vielleicht wegen einem Krieg, oder traumatisiert ist, oder auch in einer Gemeinde, einer christlichen Gemeinde, wenn eine Generation fehlt, wenn es Lücken gibt, dann kommt etwas aus der Balance. Dann kann sich etwas nicht mehr gesund entwickeln. Dann fehlt etwas. Und darum ist es so ein Anliegen, Gott ein Anliegen, dass Generationen immer wieder aufeinander zugehen und sich versöhnen. Es ist interessant, dass der letzte Vers im Alten Testament so ein bisschen Klappe zum Neuen Testament genau der Vers ist, wo es heisst, dass der Geist Gottes kommt, dass der Geist Gottes auf die Welt kommt und genau das will, Versöhnung zwischen den Generationen. Es werden Eltern ihre Herzen zuwenden, der Kind oder der jüngeren Generation. Und dann, die jüngere Generation wird ihre Herzen zuwenden, der älteren Generation. Das ist etwas, was der Heilige Geist will tun. Auch bei uns. Auch in unserer Gemeinde. Auch in unserer Gesellschaft.
Wie kann jetzt das passieren? Wie können wir jetzt die nächste Generation, wie können wir ihnen die Einladung von Gott überbringen, sodass sie verstehen, wir haben einen guten Gott, der das Beste für sie parat hat und dass sie ihr Vertrauen auf den Gott setzen können. Es geht nicht darum, dass man alles miteinander macht. Man weiss auch, jede Generation hat so ihren eigenen Musikgeschmack. Und so weiss man auch, jede Generation braucht auch ihren Raum, um den Glauben zum Ausdruck zu bringen. Die brauchen so auch ihren eigenen Gestaltungsraum, wo es besser ist, wenn die ältere Generation nicht unbedingt dabei ist. Ja, aber es braucht auch wieder das Miteinander. Wie kann das uns jetzt gelingen? Jede Generation muss auch wieder von Neuem gewonnen werden. Ja? Denn Gott kennt ja keinen Enkel, Gott kennt nur Kinder. Das bedeutet, dass ich bin nicht Christ geworden, weil, auf dem Papier vielleicht, weil meine Eltern Christ sind, sondern ich bin Christ geworden, weil ich mich entschieden habe für das Leben mit Jesus. Irgendwann in meinem jugendlichen Alter habe ich mich entschieden, ich will Jesus nachfolgen. Darum tun wir auch Kinder segnen oder Familien segnen und nicht Kinder taufen. Weil sie sollen ihren Glauben selber entwickeln und sich selber mal entscheiden dürfen, möchte ich mit dem Jesus leben, möchte ich jetzt mit dem Gott durchs Leben durchgehen oder nicht. Das ist ihre Entscheidung. Darum tun wir segnen und nicht taufen. Wie gelingt jetzt uns das? Ich glaube, als Kleinfamilie haben wir verloren. Definitiv. Darum braucht es eine erweiterte Familie. Und ich habe da ein Bild mitgebracht von dem Mann, der da den Felsen will bewegen. Wenn er den von Hand bewegen will, hat er keine Chance. Aber wenn er das Hebelprinzip anwendet, da mit dem Unterstand und mit der Stange, dann hat er eine Hebelwirkung und mit dem kannst du die Welt aus der Angel heben. Und genau so ist es auch, wenn es um die nächste Generation geht. Wenn wir miteinander, Gemeinde und das Elternhaus, wir uns zusammentun, dann bewirken wir viel mehr, als wenn jedes für sich selber schaut. Wenn die Gemeinde ein bisschen Kinder- und Jugendarbeit macht und die Eltern ein bisschen für die Kinder schauen und versuchen, den Glauben zu vermitteln. Wenn wir uns zusammentun für das Ziel, dass wir uns für die nächste Generation einsetzen, dass wir uns um die nächste Generation kümmern, dann bewirken wir viel mehr, als wenn jeder das selber eigenständig tut. Darum brauchen wir Kirche oder Gemeinde als erweiterte Familie. Die erweiterte Familie, da ist das Lernumfeld da, dass man mit verschiedensten, auch Meinungen lernt umgehen. Verschiedenste Generationen, jung und alt, verschiedenste Lebensentwürfe, die da zusammenkommen, Singles und Familien. Dass man lernt, aufeinander Rücksicht zu nehmen, miteinander einen Weg zu gehen. Wir versuchen, so ein Lernumfeld auch als Kirchenbild zu pflegen. Es gibt zum Beispiel ältere Leute unter euch, wo ich weiss, die beten für die Kinder, die bei uns in der Gemeinde ein- und ausgehen, oder für Teenies, obwohl sie wahrscheinlich die nie die ihren vier Wände haben als Besuch. Aber da sehen sie es, da nehmen sie es wahr und sie beten, wie wenn das ihre eigenen Enkel wären. Das ist die geistliche Familie. Wo findet man das? Also ich glaube, man findet das nur in der Kirche. Ein anderes Beispiel ist, wo unsere Älteste, wo wir haben versucht, Skifahren beizubringen, unsere Ältesten, die hat sich einfach gewehrt gegen alles, was wir gesagt haben als Eltern. Die hat das nicht annehmen. Und dann sind wir an das legendäre Skiweekend gegangen von Marco Sotto. Der macht jedes Jahr, also das ist ein Werbespot jetzt, für alle, egal ob Familie oder Single oder gibt es so ein Skiwochenende da im Toggenburg in einer Hütte. Können natürlich nicht alle mitkommen, ist klar, es ist ziemlich familiär. Aber dort waren wir und dann eben
wäre es darum gegangen, ihr ein bisschen Skifahren beizubringen. Sie hat sich gewehrt. Dann hat der Markus einfach sie genommen und gesagt, komm, Noemi, wir gehen miteinander Skifahren. Die hat da gefolgt. Die hat das genau gemacht, was er gesagt hat. Und dann hat sie den Knopf aufgemacht. So einfach ist es. Wir machen uns manchmal zu grossen Stress. Oder ich glaube auch, alle unsere 3 Kinder haben, glaube bei meinem Schwiegervater gelernt, Velofahren. Zuerst hat mich das gestresst. Ich dachte, also das ist doch etwas, was der Vater dem Kind muss beibringen muss, oder? Das wäre doch meine Aufgabe. Ich war ein bisschen unter Druck. Also da kann ich euch nur entlasten. Für das ist die erweiterte Familie da. Das ist genial. Wir brauchen einander. Nochmal Psalm 78, Vers 4. Jede Generation soll Gottes Weisungen kennenlernen, alle Kinder, die noch geboren werden. Und wenn sie selbst Eltern geworden sind, sollen sie es weitergeben an ihre Kinder. Etwas ganz Geniales ist die Familienzeit, die es einmal im Jahr gibt, hauptsächlich organisiert von uns, das Kirchenbild, wo man als Familie eine Woche weg ist. Und das sind jetzt 3 Fotos einfach aus dieser Zeit von diesem Jahr. Da lernen die Familien miteinander den Weg zu gehen, auch neue Sachen auszuprobieren. Man lernt voneinander, von anderen Familien. Man muss es nicht kopieren. Man sollte nicht unter Druck kommen und denken, ja, so wie es jetzt die macht, sollten wir es auch machen. Aber sich inspirieren lassen und ausprobieren. Was könnte uns helfen? Neues zu wagen, Neues zu probieren. Und ich glaube, alle, die schon mal in der Familie waren, die sind mit einem erweiterten Horizont nachher zurückgekommen in den Alltag, weil es so befruchtend ist. Etwas Zweites, so ein zweiter Steigbügel ist, öffne dein Haus. Also neben dem, dass du deine Familie ganz bewusst erweitern tust, das Beziehungsnetz, öffne dein Haus. Ich weiss, meine Frau Cornelia ist am Anfang fast verzweifelt, weil unsere Kinder immer zu den anderen heimgehen, das Ferien essen und übernachten. Heute hat sich das ein bisschen geändert. Heute sind es mehr bei uns mit ihren Kollegen. Wir haben fast wöchentlich irgendjemand bei uns im Haus, wo entweder das Mittagessen tut oder übernachten tut. Meine Frau hat einmal Tageskind gehabt. Das ist auch eine Möglichkeit, um das Haus zu öffnen. Oder wir nehmen auch etwa die Kinder mit in ein Wochenende oder auch in eine Familienferien. Einfach um eben unser Familienleben zu öffnen. Und alles fängt an, einfach mit offenen Augen. Dass du mit offenen Augen durch dein Quartier durchgehst, mit offenen Augen da bist in der Gemeinde und schaust und empfänglich bist für das, was Gott, der Heilige Geist, dir als Impuls gibt, auf wer du könntest zugehen, wer vielleicht eine Ermutigung braucht, wer ein Gebet braucht, wer eine Einladung braucht. Und nach einem Gang und sprich die Einladung aus oder die Frage, kann ich dir irgendwie helfen? Der Abraham Lincoln hat gesagt, die Stärke einer Nation liegt in den Häusern der Menschen. Ich mache das ganz gut übertragen auf die Kirche. Die Stärke von einer Kirche ist nicht da heute Morgen. Die Stärke der Kirche ist in den Häusern, die Heime. Im Alltag. Ganz unspektakulär. Häuser sind der entscheidende Ort gewesen. Das wissen wir aus der Geschichte. Im 1. Jahrhundert, dass sich die Kirche oder der christliche Glaube so schnell im Römischen Reich verbreitet hat, sind die Häuser die entscheidenden Schlüsselstellen gewesen. In den Häusern ist der Glaube weitergegeben worden. In den Häusern hat man gebetet. In den Häusern sind Wunder und Zeichen geschehen. In den Häusern ist man zusammengekommen, hat miteinander eben geholfen. Geld, Finanzen, was auch immer, teilt und den Menschen ganz praktisch geholfen. Und das hat die Gesellschaft verändert. Und darum ist mein Tipp, versucht, so viel wie möglich in euren Häusern abzuhalten. Auch an Sitzungen. Ich weiss nicht, jede Sitzung ist möglich, die Heim zu machen. Es gibt auch verschiedene Phasen als Familie. Aber macht doch Teamessen, eure Treffen, was auch immer, möglichst in den Häusern. Nicht, dass die Kinder denken, ja, wieso geht jetzt der Vater schon wieder in die Kirche?
Oder hat eine Sitzung irgendwo auswärts. Wenn man die Heim machen, ist man vielleicht manchmal ein bisschen weniger effektiv, weil man muss noch im ganzen Haushalt Grüezi sagen und dann ist noch das Essen auf dem Tisch und ja, ist einfach nicht, vielleicht nicht so optimal, so nach meiner Vorstellung, aber es ist viel lebensnäher. Und meine Kinder lernen andere kennen. Aha, mit denen, um was geht es denn eigentlich? Und so weiter. Da gibt es Schnittstellen, ganz natürliche Berührungspunkte. Und die können ganz wertvoll sein. Das Dritte noch ist dienen. Gemeinsam dienen als Familie. Frag dich, ich denke, egal, ob du jetzt Familie hast oder nicht, ob du Kind hast oder nicht, all das, was ich sage, das kannst du auch auf dich ganz persönlich, auch als Ehepaar oder als Einzelperson übertragen. Frag dich als Familie oder als Ehepaar, wie können wir gemeinsam dienen? Ich habe da noch ein weiteres Bild dabei, das ist das Dreirad. Das Vorderrad, das symbolisiert das Kind, um das es geht, oder der Teenie oder der Jugendliche. Die Hinterachse besteht aus 2 kleinen Rädchen. Das eine Rädchen ist das Elternhaus und das andere Rädchen ist die Kirche. Miteinander haben wir ein Projekt, das ist da vorne. Dass das Kind darf mündig werden, selbstständig darf werden, ihren Glauben darf entdecken und letztlich Berufung darf entdecken, wo Gott für ihr Leben hat. Um das geht es. Dass jedes Kind oder Teenie oder Jugendliche darf Berufung entdecken, wo Gott fürs hat. Und wie kann man das am besten? Indem dass man einfach ausprobiert. Indem dass man dienen tut. Indem dass man verschiedene Sachen probiert. Und da ist Kirche eigentlich das beste Umfeld, wo man auch Gaben und Fähigkeiten entdecken kann. Berufung finden. Fängt natürlich die Heime an, aber geht über das Elternhaus aus. Und es gibt auch als Familie ganz bestimmte Zeitfenster, wo das möglich ist, wo man als ganze Familie oder vielleicht als Großteil kann irgendwie miteinander etwas machen. Und dann gehen die Fenster wieder zu, weil die Kinder vielleicht ausfliegen, eigene Familie gründen. Und wenn man nicht genug geistesgegenwärtig ist, dann verpasst man die Fenster. Zum Beispiel habe ich beobachtet, dass verschiedenste Familien oder auch, manchmal ist es eine Mutter mit einem Sohn, die dann in der Projektwoche miteinander etwas machen miteinander. Also Verantwortung übernehmen, irgendein Camp leiten. Das gibt es sehr oft. Ich habe schon beobachtet, eine ganze Familie. Dann gibt es Familien, die haben Missionseinsätze gemacht, auch aus unserer Reihe, einfach für eine Woche oder für 2 Wochen in ein anderes Land gegangen sind. Dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, also wir werden nachher noch eine Familie hören, die so einen Missionseinsatz macht. Passt ganz gut zum heutigen Morgen. Nachher gibt es natürlich die Möglichkeit, auch in der Kirche zu überlegen, wo sind die Möglichkeiten, wo können wir uns einsetzen. Als Ehepaar, vielleicht als Vater mit einem Kind oder Mutter mit einem Kind. Wo kann ich dienen in der Kirche und so meine Gaben und Fähigkeiten entwickeln. Das Ganze hat ein Ziel. Vers 7 können wir da lesen in dem Psalm. Sie alle sollen auf Gott ihr Vertrauen setzen und seine Machttaten nicht vergessen. Wir sollen auf Gott unser Vertrauen setzen. Das Vertrauen kann nur wachsen, das kann nur gebildet werden, dort, wo wir auch etwas investieren. Dort, wo wir etwas wagen, dort, wo wir unsere Komfortzone verlassen, dort wird unser Horizont erweitert. Dort wird unser Vertrauen in Gott erweitert. Dort werden unsere Fähigkeiten erweitert. Dort, wo ich bereit bin, mich zu investieren in andere Menschen. Als Ehepaar kann ich nur sagen, wir haben uns gesagt, dass wir immer möchten, irgendwo gemeinsam miteinander dienen den Menschen. Ganz verbindlich. In einem Dienst. Im Moment ist es Preteens, es ist auch die Heime, wenn wir Gäste haben. Und wir haben gemerkt, oder ich merke vor allem, ich brauche meine Frau. Ich lerne meine Frau immer wieder schätzen, dort, wo wir zusammen
einen Dienst wahrnehmen. Dort erwidert sich meine Liebe zu ihr. Weil ich merke, sie ergänzt mich so. Ich bin mehr der sachorientiert und sie ist mehr der beziehungsorientierte. Und das gibt manchmal im Alltag ein bisschen, da reiben wir uns auch. Aber ich merke, dort, wo wir anderen Menschen dienen, ergänzen wir uns fantastisch. Ohne sie fehlt irgendwie der Pfeffer. Ja? Sie bringt das gewisse Etwas noch rein, das ich gar nicht habe. Und so mache ich euch Mut, zu überlegen, wo könnt ihr miteinander als Ehepaar oder auch als Teil von einer Familie dienen. So werden wir zum Segen für die nächste Generation und wir werden zum Segen für die ganze Welt. Nochmal der Vers: Sie alle sollen auf Gott ihr Vertrauen setzen und seine Machttaten nicht vergessen.